habe Susanne Rodriguez eingeladen, weil Susanne Rodriguez in einem Bereich mitschafft, wo wir als Kirchen auch tätig sind. Wir sind in einer Partnerorganisation, wo wir nicht viel miterleben. Und wegen dem finde ich es wichtig, dass wir die Gelegenheit nutzen, um darüber zu schwätzen. Aber zuerst mal zu dir, Susanne. Ganz kurz, wer bist du? Wer sitzt hier mit mir vor der Kamera? Guten Morgen zusammen. Also, ich bin Susanne und komme eigentlich seit dem 99 hier ins ICF Basel, seit ganz am Anfang. Und bin immer wieder mal mehr, mal weniger dabei gewesen und mir an vielen oder verschiedenen Orten auch eingesetzt. Aber seit etwa 8 Jahren bin ich im Café Elim am Mithelfen am Sonntag. Und über das reden wir heute. Sonst bin ich Lehrerin an der Oberstufe und bin Mami von einer 11-jährigen Tochter. Also auch Happy Mother's Day. Danke. In deine Richtung. Merci. Danke für das, was du tust als Mutter. In die nächste Generation investierst, das ist extrem wertvoll. Und wir schätzen das extrem hoch als Kirche, wenn wir immer wieder betonen. Du hast gesagt, Café Elim. Was ist Café Elim? Das Café Elim gehört zum Haus Elim. Das ist ein Ort, wo Suchtkranke strukturierte eine Wohnmöglichkeit haben, einen strukturierten Tagesablauf auch können erlernen wieder. Und das ist ein niederschwelliges Angebot für eigentlich Menschen am Rand der Gesellschaft. Im Café, das ist unten in dem Haus Elim, das ist öffentlich. Das ist am Clara Graben und dort kommen vor allem Menschen, wie gesagt, die entweder suchtkrank sind, sonst armutsbetroffen, obdachlos oder auch Asylsuchende, die den Weg finden zu uns, weil sie dort einen Ort finden, wo sie gratis auch essen können, gratis einen Kaffee trinken können, einander begegnen, uns begegnen, können anhocken, zur Ruhe kommen, auch im stressigen Alltag und auf Augenhöhe eigentlich Begegnung bekommen. Wo ist das Haus in Basel? Das ist am Clara Graben im Kleinbasel. Ja. In der Nähe von der Kaserne. Okay. Ja. Seit Jahren bist du dort dabei, investierst deine Zeit. Es ist sicher nicht immer nur einfach. Warum machst du das? Warum gehst du immer wieder dorthin und investierst bewusst deine Zeit? Also ich bin sicher ein Mensch, der gerne Gastgeberin ist, der offen ist, der gerne redet mit anderen Menschen. Und gerade eben, wo vor etwa 8 oder 10 Jahren hier im ICF eine Gruppe gestartet hat mit dem Sonntagskaffee, weil das hat auch oft Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag zu oben. Das machen andere freiwillige Gruppen dann. Aber am Sonntag war es zu und als ich gehört habe, dass es eben Leute braucht zum Helfen, weil am Sonntag nie ein Angebot da ist, habe ich dort gestartet, weil ich gemerkt habe, ich habe auch gewisse Vorurteile, Menschen, wie zum Beispiel Suchtkranke, die man in der Stadt antrifft, wo man denkt, ich schaue lieber weg. Und ich habe gemerkt, ich will die Herausforderung, ich will diesen Menschen begegnen und auch dort meine Vorurteile abbauen. Und ich bin enorm berührt, gerade in diesen Punkten immer wieder, nicht jeden Sonntag, wir haben nur immer am 1. und am 3. Sonntag geöffnet, wenn wir noch zu wenig Leute sind, eigentlich, die sich investieren wollen. Das Ziel wäre sicher jeden Sonntagnachmittag das Kaffee zu öffnen. Aber eben, wenn ich dort bin, merke ich, dass es mir ganz viel zurückgibt, weil ich eben auf Augenhöhe diesen Menschen begegnen kann, weil sie mit mir auch reden über alltägliche Probleme, wie ich bin Vegetarier oder ich habe das nicht gern, das ist mir zu salzig, oder warum bringt ihr nicht mal das mit? Und dann denkt man so, okay, stimmt. Und man hockt mal hin und reden über Reisen oder über politische Themen. Also ist nicht tief seelsorglich anspruchsvoll? Gar nicht. Es soll Menschen eigentlich, wenn eben du gern redest, offen bist, Leute begegnest, die vielleicht an einem ganz anderen Ort stehen im Leben, eben gerade als Ausgleich, um auch mal wirklich Begegnungen zu haben, die man sonst nicht hat und offen ist und ein ehrliches Interesse hat für das, dann ist das ein mega guter Ort, um das zu machen. Ja. Und man kriegt viel zurück, weil die Dankbarkeit ist gross. Also die Menschen, die dort kommen, unsere Gäste sind super froh über selbstbackene Kuchen, die wir mitbringen, über die Wertschätzung und über auch Gespräche, dass man mal anhockt mit jemandem, der Kaffee trinkt und ein bisschen eben redet, wie vorher gesagt. Und sie geben einfach auch es gibt einfach auch sehr viel. Und das Sagen, das auf diesem Nachmittag liegt, finde ich sehr spürbar. Also wir nehmen immer auch bewusst
Gott mit in den Nachmittag vorher mit einem Gebet. Und es sind auch Menschen, die jetzt mithelfen im Moment am Sonntag, die nicht Christen sind, die auf einem anderen Weg zum Elim gefunden haben und sich möchten investieren. Und es war auch ganz berührend, wie sie das erleben, wenn wir beten. Also es gibt ganz viele Aspekte, die wir einfach auch viel geben. Es ist schön, ich glaube, es ist eben ein Weg, wenn wir Gott auch begegnen können. Genau. Oder? Er sagt ja, dort, wo die mir Kleider gegeben haben, dort, wo die mir das Essen und das Trinken gegeben haben, oder das haben sie für mich gemacht. Ich glaube, es ist letzten Endes Gottesdienst, was sie dort macht. Es ist wirklich nicht evangelisieren. Ja. Es ist ganz bewusst auch vom Elim so gewollt, dass wir nicht einen Gottesdienst abhalten am Nachmittag. Man kann aber ein Gebet anbieten, wenn das jemand wünscht. Auf jeden Fall. Also man kann so sein, wie man ist, und das, was Gott einem aufs Herz gibt, kann man dort dann auch gerade umsetzen. Aber es ist nicht ein evangelistisches Kaffee, wo man da irgendwie nur rein darf oder bleibt, weil man will etwas oder darf etwas hören von Gott, sondern es sind wirklich alle Menschen, egal ob mithelfen oder eben Gäste, willkommen. Wir haben hier den Link. Du kannst es mal anschauen, da findest du die Website dann auch verlinkt vom Café Elim. Und du hast aber auch die Möglichkeit, dich für Mitarbeit anzumelden. Ich glaube, das sind ja oft ganz einfache Sachen, wenn man einen Kuchen backen oder einfach mal neben einem Nachmittag mitmachen kann. Ja, genau. Was ich spannend finde, wir haben vorher noch darüber geschwätzt und du hast gesagt, es ist oft auch so eine Überforderung, oder? Mit diesen Menschen zu interagieren. Ich merke das bei mir selber auch. Ich laufe durch die Stadt, ich habe meine Kinder dabei und merke oft auch, da ist eine Hürde da, oder? Du sagst selber auch, die Hürde die wird dort irgendwie tiefer, oder? Genau. Wie erlebst du das? Einfach indem man jemandem ein Kuchenstück gibt oder jemandem kann auch etwas Warmes, das man kochen rausgeben, und die Dankbarkeit und das kleine Gespräch, das entsteht, dann hat man die Begegnung schon gemacht. Oder? Man hat nicht weggeschaut, sondern man schaut jemandem in die Augen und man nimmt jemanden wahr. Und nicht von oben ab, sondern wirklich als Gegenüber und hockt vielleicht dann auch dazu und kann ein bisschen reden. Also es baut einfach die Ängste auch ab oder die Vorteile. Ja. Aber nicht alle wollen das. Es kommen viele auch rein und gehen gerade wieder. Also es wollen nicht alle Gespräche. Gerade vor allem auch ältere Menschen, die armutsbetroffen sind aus dem Quartier, hocken manchmal 3 Stunden bei uns, weil sie einfach eine Begegnung haben und nicht allein sein. Also es gibt Verschiedenes. Oder Menschen, die noch rein und gerade wieder gehen. Oder Asylsuchende, die irgendwie mit Dokumenten kommen, die man übersetzen helfen soll. Also es gibt alle möglichen Aspekte, die man Klingt mega spannend, klingt nach spannenden Begegnungen. Ich will dir in diesem Moment Danke sagen für das, was du machst, an einem Ort, wo vieles als Kirche gar nicht wahrnehmen. Dass du da seit Jahren investierst. Und ich wünsche mir, dass wir das noch mehr und aktiver mittragen können. Und somit, wenn du dich vorstellen kannst, dort auch der ein oder andere Nachmittag einmal zu investieren oder einen Kuchen könntest beisteuern, dann melde dich doch bei uns. Wir haben den Button «Mitarbeit» und dann wirst du Susanne auch kennenlernen. Ja. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Café Elim und wünsche mir, dass das wirklich etwas ist, das grösser werden darf, das noch präsenter in der Stadt werden darf und wirklich eine Antwort sein. Genau, vielleicht noch